Herr Präsident, der Damen und Herren Leifren, bei dem Gesetz geht es um Traitement von der Santé-Données durch Assurancegesellschaften. Ich will daran erinnern, dass das Gesetz hier deposiert, die erste Diskussion gefordert gesehen, den 23. Dezember 2019. Das schon auf eine gewisse Zeit zurückgeht, wo das Gesetz an der Pipeline war, dass doch schon wie in Rakom waren 2020 und das Donner von 2020 gedauert hat bis der 4. Juni 2024 bis neue Movement an den Projet de loi mit Rakom ist. Durch den Fehler in den Text können die Santé-Données beerbechten, die von den betroffenen Personen können die Assuranzen das machen, wenn sie ihren Akkord dazu kriegen. Das Données die gebraucht wird, dass die Assurancegesellschaften Körperschäden können remboursieren. Die Origine von dem Gesetz sind eigentlich bei der Umsetzung von der europäischen Datenreglementation, dem sogenannten RGPD aus dem Jahr 2018 zu sichern. Bis dahin werden Traitement von Santé-Données durch ein spezifisches Gesetz von 2002 wird den Datenschutz reglementiert. Bei der Umsetzung von RGPD am Jahr 2016 als aber leider keine Äquivalentdispositionen zu der Disposition aus dem Datenschutzgesetz von 2002 angeschrieben gehen, die explizite Gebrauch und Verschaffen von sensiblen Gesundheitsdaten, das durch Assurancegesellschaften erlaubt hat. Dadurch also zu einer Rechtsunsicherheit beim Traitement von medizinischen Daten durch die Assurancegesellschaften kommen, eine Situation, die bis heute andauert. Mit diesem Gesetzesprojekt soll den Juridik, den wir haben, einen stabilen rechtlichen Kader kreieren, den den Aufforderungen vom rechtlichen Kader von 2016 Rechnung dreht. An dem Kontext kommt die Notion vom Ende der Republik ans Spiel. Das Motiv der Republik wird evokiert, für das Traitement von den Santé-Données durch Assurancegesellschaften zu legitimisieren. Das ist auch richtig so, weil effektiv ein Assurancekontrakt bringt Sicherheit und schützt Gesellschaft aus schweren Momenten. An diesem Kontext sind vor allem Assurancekontrakte im Bereich von der Responsabilität zivil, die wesentlich zum guten Funktionieren von unserer Gesellschaft beitragen. Natürlich ein erleiten Traitement, das heißt Sammeln, Konsultation, der Gebrauch für auch die Stockage von Santé-Données strengen und strikte Bestimmungen bei dem Schutz an Interesse von der betroffenen Person Rechnung tragen. Herr Präsident, das Möglichkeit für den Moment der Republik zum eigentlichen Verbot vom Traitement von Gesundheitsdaten zu derogieren, als am RGPD 2018 vorgehen. Der Staatsrat hat das Projekt auch validiert, genau wie auch die CNPD als Datenschutzkommission. Sie hat rekommandiert, auf diesem Weg zu gehen, für ein Traitement von Santé-Données durch Assurancegesellschaft zu legitimieren. An einem ersten Avis hat der Staatsrat aber auch ein paar Bedenken und hat sich auf verschiedene Punkte opposiert. Notamment hat der Staatsrat ein Problem mit der Bestimmung, die dem Verantwortlichen für die Vorbestimmung die Möglichkeit gegeben hat, von den Maßnahmen, die dafür gedurcht sind, den Schutz von den Grundrechten an die Interessen von der betroffenen Person beim Traitement von Daten zu garantieren, ganz oder teilweise abzuwischen. Durch die Amendamente von der Regierung, die auch positiv von der Nationalen Datenschutzkommission avisiert wurden, konnten das Bedenken vom Staatsrat aber Rechnung getragen gehen. Die Chambre de Commerce begrüßt dann hier mal wieder das Projekt, weil Rechtssicherheit schafft. Die Chambre des Salariés per contre opposiert sich dem Projekt. Sie teilt sich nicht, dass ein Traitement von Santé-Données durch Assurancegesellschaften exklusiv am der Republik ist, aber sie ist der Meinung, dass für allem finanzielle Interessen im Vordergrund stehen. Herr Präsident, am Resümee, mit diesem Gesetz geht eine Disposition angefordert, die den Assurancegesellschaften erlaubt, Santé-Données zu traitieren. Diese Disposition wird um die meist streng RGPD-Kader angepasst. Was dazu springt, dass die fundamentalen Rechte von der Person, der hier Santé-Données traitiert gehen, in Zukunft nach besser geschützt gehen. Ich will aber daran erinnern, dass wir an der Kommission lange Diskussionen hatten, an paar Sitzungen, wo doch im Droit de l'oubli von der Gesundheitsdaten gegangen ist. Der Minister hat auch gesagt, dass sich der Problematik bewusst wird und dass doch die Absicht von der Regierung wäre, so wie doch am Koalitionsakkord steht, auch da verschiedene Adaptationen zu machen. Dafür haben wir auch an dem Sinne eine Motion präpariert, wo wir darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass man mit den Gesundheitsdaten auch wissen, was wir damit machen, dass man auch muss gucken über all die Akkorden, die davon gesehen zwischen dem Gesundheitsminister und den Assuranzen, wo eine Konvention besteht, und dass es darum geht, für Dono, dass man auch den nächsten rechtlichen Kader finden, und das konform zum Koalitionsakkord
für das man doch das Problem vom den droit de l'oubli, den noch schon 2010 an 2020 an der Diskussion war, dass man den dann noch definitiv auch do könne geklärt kriegen. Der Damen und Herren, Herr Präsident, Marcel, und ich wollte so für den Rest, dass auch CSV Zustimmung zu diesem Gesetz gibt. Vielmals merci. Merci, Herr Präsident, an noch vielmals merci in de Membre vun der Chamber für die konstruktive Approche, die an diesem wirklich sensiblen Dossier geholt gouf, an dat net nëmmen de Moien haier dem Plenum, mais auch die Diskussionen, die an der Finanzkommission vun der Chamber wären. Herr Spalz huet en exzellenten Resümé gemer och historisch gesinn an den der Start, dass man Rechtssicherheit brauchen. Die Rechtssicherheit die goufet effektiv 2002, wenn du konnt medizinisch Daten vun de Leiit fir Assuranzenzwecker treieren an 2018 kurz vir de Wellen ass dun dat Neid RGPD Gesetz gestimmt gin, an do war den Oubli do dran. Wir schaffen also haut Rechtssicherheit an okay Problem damit. Ich bin noch froh darüber, dass die Notion an dodenisch Approche Baum net, dass die Notion von Interrepublik kommt sowohl vom Staatsrat wie auch von der nationalen Datenschutzkommission genutzt gehen, für eine Kastät können zu regeln. Weil Jidverein ass seg Gesundheit beméit. mat der Gesundheit spielt net. Wann Gesundheit eben net so funktioniert, muss auch können op Gesundheitsdaten zurückgegraf gehen fir eng Rechtsstaatsversicherung, fir auch zum Beispiel an engem Accident die nedig Evaluationen zu machen. Leiit sind auch aufgesichert. Den einzelnen Bürger als aufgesichert van een gut funktionierenden Assuranzensystem huet. Am dufir huet Regierung ke Problem damit, dass die Derogation vom sogenannten Interrepublik vom öffentlichen Interesse benutzt wird, wir können hai den Equiliber zu finden zwischen Santé-Données an, aber auch können für sich an Konzept von einer Assurance können anzuschreiben. Und das ist auch festgesetzt dadurch, dass all die Bestimmungen, die man am Datenschutz zunehmlich wie kann zu wertfreien Zwecken die Données gucken, weil das die Finalität von denen Données muss können retracéiert gehen, wen zu wertfreiem Zeitpunkt die Données konsultiert wird. Alles das spielt ja auch Niveau von den Assuranzen für das Données können zu traitieren. Und dann ist der wichtige Punkt vom Droit à l'oubli, als den abgeworfen. Ich kann hier so, und ich will doch argumentieren, es ist der, schon auch kurzfristig mit der Santé-Minister geschwert, kann ich hier so keine aufschließende Meinung suchen. Es steht dazu, dass die Regierung alles will, was auch an dem Koalitionsakkord festgesetzt ist, nämlich beim Droit à l'oubli gibt es Verweis auf den Akkord, den zwischen dem Ministère de la Santé schon seit 2020 an der ACA, also den Assoziation von den Assurancekompanien, den auch den Droit à l'oubli encadriert, für den sie übergucken. Gegebenenfalls, so steht doch dran, le gouvernement évaluera l'impact de cet accord et déterminera si une extension à d'autres maladies devrait être envisagée. Es schon noch Rückspruch mit der Santé-Minister die Grille de Référence, der Santé-Minister, der Minister von der Sécurité sociale, das ist schon nicht fremd, die ist auch am Gangen überschafft zu gehen, auch nur der Pandemie, als für den Aspekt der Rechnung zu drohen, an das heute nationalen Krebsinstitut, die chargiert als für eine medizinische und wissenschaftliche Analyse von der Grille zu machen. Das ist der wichtigste Moment kann so. Es schulden den Engagement, weil das ist ja die Finalität, da waren die Diskussionen von Haut mit Suivia tun. Dann hast du den Willen vom Legislateur do, dass sind Leute so Mann wie möglich penalisiert gehen aufgrund von ihren medizinischen Daten. Ich meine, das wird kein Aufrugestand. Soll dann nicht die Motion von den Oppositionsparteien gestimmt gehen. Es schon zwei Raisonnementer. Wir diskutieren hier über den Droit à l'oubli. Das ist das Recht
fir kënnen ze vergiessen. Ich kann ein zweites Argument geben, dat das den wir sind en matière de santé. Als santé als eng matière réservée à la loi. Auch dat muss mengglisch mat konsideieren. Dat ging ja a priori dafür schwätzen fir ze so ma en fin de compte muss enke op lo die Gri etabliert, dass enke dat so an den Gesetzestext verankerte. Ich kann mich aber nicht, weil ich nicht länger zuständig bin, auch für den Dossier aufschließend darüber ausschwätzen. Ich ging das heute so. Das, was an dem Accord de Koalition steht, nämlich, dass die GRI soll überguckt gehen, dass sie reevaluiert wird und dass sie gegebenenfalls auch ausgeweitet wird. Ich meine, das ist absolut verpflichtend, weil die Regierung hat das ja auch an ihrem Koalitionsakkord, an einem Regierungsprogramm als das verankert. Soll man dann méi weit goen, fir wammer die Gri bis enke etabliert hunn, an eng Gesetzesprojekt eng bas legal schärfen, fir die Gri so méi rechtlich och am Sinn vun der Matière réservée à la loi ze verankerten, da muss ich dat gucken. Ich verschlese mich dem net, mir fir lo einfach aus der Hüft ze chassen an so mir deposéiere lo an engem Joer Projekt de loi, op dem Punkt dat schenkt man bisssen viereinig zu sinn. Me nach enkeier erstreichen dat d' Regierung hëlt dat Engagement ze summen mat der Chamber, wann die Gri reevaluiert das, wann sie gegebenenfalls ausgeweitet das, an soll sich herausstellen, dass dat muss auch gesetzlich verankert gehen, da verschlese mir als Assistent dem net.